Wir greifen sich so. Ist lebendig. Lebendig, ja. Lebendig in YouTube. Aber lebendig. Bloß machen Schweigen. Eine Stunde YouTube. Gut. Schön. Y gote. Y cortamos la transmisión para empezar una nueva. Desde el principio. ¿No? Gut. Nu, Bruchim Aboim, Chaverin von der Jiva Fundatie. Bin zufrieden, dass ihr seid ein da und ich will euch sagen, Borech Habo, unser Chaverte Etel Niborski von Jerusalem, was ist gewesen da, euch mit ein paar Chadoshim zurück, ja, mit 6 Chadoshim zurück, meine ich, oder mit 7. Borech Habo Etel, was machst du? Na, danke, ich mache gut. Bei mir ist schon früh, aber Ja, aber du bist in der Zukunft. Ja, aber der das ist ist Donnerstag. es, ja. Das ist es. Gut. Nu, ich will ein bisschen vorstellen, Ethlen. Ethel ist geboren geworden im Jahr 2002. Ja, öfter gedenkt sie nicht, aber ich habe sie gesehen, wie sie ist gewesen, ein bisschen Kind, weil das ist gewesen 2003. Ja. Und das ist das erste Mal, was ich habe gesehen, ein Kind, was redet Jiddisch. Ja, das ist sehr schön. Ich soll reden Hecher oder sie? Ich euch. Gut, wir alle mit. Gut, noch Hecher und Hecher. Gut, und redet Jiddisch, wohnt etliche Jahre, schon etliche Jahre in Israel, in Eretz Israel, und nun, ich will wissen, Öfter willst du sich allein vorstellen, öfter erzählen uns, wann bist du geboren geworden, das habe ich schon gesagt, 2002, und wo wohnst du, und was du studierst, und du bist frei, sich vorzustellen. Gut, größten Dank erstens für die Verbettung. Ich bin über so einen Tag hier geboren geworden im Jahr 2002 in Frankreich. Das ist gewesen ein bisschen älter. Meine Eltern haben beschlossen, zu emigrieren in Eretz Israel. Und aber ich bin recht 2 Jahre alt, wohne ich in Jerusalem. Das ist also sozusagen mein Heimstadt. Ich drehe sich herum da schon ganz lang. Und jetzt halte ich in Studieren Kino, wie also zu werden ein Regisseurchef von Filmen oder von Television, aber ich hoffe, es geht von Filmen. Und ich arbeite bei allerlei Projekten, was haben euch Scheiches mit Jiddisch. Das heißt, ich probe, finde euch an, zu kombinieren meinen kulturellen Bagage von daheim mit der Kunst, was ich probe und eben schaffen durch meine Limudim. Achutz meine offizielle Limudim in der Kinoschule in Jerusalem bin ich euch ein bisschen Jiddisch-Lehrer. Ich lerne Jiddisch, sei auf Zoomer-Programmen, sei auf Zoom. Und ja, und ich vernehme sich euch ein bisschen mit dem. Ich mache von Mal zu Mal solche kurze Videoreportagen auf Jiddisch für der Zeitung der Vorwärts. Also erst, dass ich so euch anrufen, wo ich habe die Möglichkeit zu kombinieren, den Minien Film oder Klang mit etwas, was so zu tun mit Jiddisch. Das sind meine Hauptinteressen und ich halte sich in Vernehmen mit dem, der Riker. Gut. Und etwas, was kann sein gut zu erklären, ist, für was kannst du reden Jiddisch? Ja, von wann redest du Jiddisch? Wo hast du sich gelernt Jiddisch?
Gut, erstens, für was rede ich Jiddisch? Das ist eine Frage zu meinen Eltern und אפשר auch zu meiner Seide Bobe, weil ich habe nicht, ממש gehabt keine Hand in der Sache. Das heißt, keiner hat mich nicht gefragt, ob ich will reden Jiddisch, sie nicht. Aber von meinem ersten Tag hat mein Poschet gerät zu mir der Riker auf Jiddisch. Das heißt, das ist ממש gewesen mein erste Sprach und auch mein starkste Sprach. Es ist interessant, weil ich habe gefunden mit der Jahr oder zwei zurück, habe ich gefunden, als mein Tagebuch, was meine Mama hat gehalten, wenn ich und meine Schwester Dine sind gewesen, mamisch Eufele, von unserer Geburt an bis wir sind ein bisschen aufgewachsen. Und es ist mamisch geschrieben wie ein Tagebuch von einer Lehrer, von einer Jiddischlehrer, weil meine Eltern sind beide Jiddischlehrer. Also jetzt meine Mama beschreibt dort dem ersten Verb, was ich hab genutzt und dem ersten Adjektiv und das erste Mal, was ich hab gemischt zwischen Sprachen und die erste Wörterspiel und so weiter. Aber es steht dort noch geschrieben, dass da von ohne Bon ob ich der Riker gerät Jiddisch und demol hat meine Mama euch reden zu mir ein bisschen auf Hebräisch, weil sie hat gewollt, ich soll kennen beide Sprachen. Und das hat mich ein bisschen zermischt, aber es hat euch geholfen, es hat euch verstärkt, weil die zwei Sprachen sind ein Maschpie, ob geht das Spois, eine auf der andere. Also ja, wenn ich habe das verstanden, ist geworden in Ordnung, aber bei Mone bis gewesen ein bisschen ein Mischmasch. Ist meine Eltern haben poschet geredet mit mir von ohne Bon auf Jiddisch. Ich bin aufgewachsen auf Jiddisch. Ich habe drei jüngere Schwesterbrüder, eine Schwester und zwei Brüder. Mein jüngster Bruder ist jetzt an 11, er ist Josele. Und euch, er redet Jiddisch fließig, geht in Schule, er erzählt seine Chaverim wegen Jiddisch. Das heißt, das ist so etwas Schönes, weil ich gedenke, als wenn ich bin gewesen klein in Israel, hat man geredet mit mir Jiddisch in der Heim und es ist gewesen ein bisschen eine andere Zeit. Das heißt, ich bin nicht so alt, aber fort, die Stimmung in Land hat sich ein bisschen gebieten. Und wenn ich bin gewesen klein, ist gewesen Mama schon in Stimmung, als reden fremde Sprachen in der Heim ist modne und nicht passig und komisch, komisch auf ein lächerlich neufen, das heißt auf ein negativ neufen. Und ich gedenke, also ich habe sich nicht so gefreut zu haben, die Vogue von der Reim. Ja, ich habe gewollt reden Hebräisch, wie alle anderen Kinder. Ich habe nicht verstanden, was mein Tate macht an Anstelle, also er versteht nicht, wenn ich rede zu ihm auf Hebräisch. Das heißt, ich habe ja geprüft, von Mal zu Mal reden mit meinen Eltern auf Hebräisch. Aber mit meinen Taten, Lemoschel, weil er hat gewollt, ich soll sich mamisch auslernen gut Jiddisch, hat er einmal gemacht an Anstelle, also er versteht Bichlal nicht, wenn ich habe geredet zu ihm auf Hebräisch. Das heißt, es ist gewesen frustrierende Momente, aber ich meine, es hat zum Sof gearbeitet, weil wir wollten nicht gewesen streng mit uns wie Kinder, wollten wir öfter abgelosen die Sprache oder sie vernachlässigt oder ich weiß nicht was. Und jetzt ist ja damals, was wir alle können schreiben, wir können lernen, wir können reden mit Menschen von der ganzen Welt. Und das ist etwas, was man stark gearbeitet mit uns über dem, wenn wir sind aufgewachsen ist. Das ist mein Hintergrund. Ja, ja, ich habe dir gewollt sagen, gefragt, Punkt aus. Ja, weil ich habe gewollt wissen, wie es gewinnt da in deine Erfahrung wie ein Redner von Jiddisch in Israel. Und es ist interessant, dass du sagst, dass die Stimmung ist für deinen Bruder ein bisschen anders. Und ich meine, es ist ein bisschen besser, ja, der freie Refscher. Ja, es ist modern einfach mehr zu hören, das als schon im 21. Jahrhundert hat man geguckt, also im Modern auf Mischproches in Israel, was reden auf Jiddisch. Und wie ist gewesen deine Erfahrung mit deinen Kollegen, Kollegiankes in Schule, wenn sie haben sich gewusst, dass du redest Jiddisch? Wie ist gewesen gut, sie ist das gewesen eine Überraschung, weil sie ist modern, du sagst, als man hat geguckt, also auf Mischproches, was haben wir geredet, auf fremde Sprachen. Ja, als Jiddisch ist gewesen eine fremde Sprache in Israel. Ja. Und Ich meine,
ja, erstens ist es bei mir gewesen nicht etwas direkt gegen Jiddisch. Das heißt, ich habe es nicht abgefühlt auf dem Öfen. Das heißt, ich gedenke, was ist geschehen ist, dass damit in alle Jahren, wenn ich bin gewesen in Grundschule, habe ich sich herumgedreht mit die anderen modne Kinder, was das sind gewesen Kinder von Russisch reden, die geheimen, oder ich habe gehabt eine Chaverte, was hat geredet Deutsch mit ihrer Mama. Das heißt, wir haben gehabt eine Gruppe Chavertes von Mädchen, was reden nicht kein Hebräisch in der Heim. Ist man gefunden, mit wem man sich herumzudrehen. Es ist bestimmt gewesen als eine nicht hegemonische Gruppe zwischen den Kindern. Aber ich denke, ja, es sind ja gewesen Kinder, was haben lemoschel Häuser gemacht von mir oder es heißt, ich denke schon, ich mache keinen konkreten Fall, aber ich denke ja, dass die allgemeine Stimmung ist gewesen, als es ist etwas ein bisschen modne. Und ich meine, dass wenn ich bin aufgewachsen, habe ich bestimmt verstanden, also es ist mamisch cool und speziell und jetzt ist das ich rede wegen dem mit allem, das ist meine ganze Persönlichkeit und alle sind dann so einfach interessiert, weil ich meine, es hat euch zu tun, sich hakel mit Neufen, wie du allein präsentierst die Sache. Das heißt, wenn ich bin gewesen sehr klein, habe ich nicht verstanden, ich habe allein nicht verstanden, für was ist wichtig zu reden Jiddisch oder für was es kann sein interessant zu reden Jiddisch. Weil mit mich der Zeugen auf so öffnen, als Jiddisch ist poschet die Sprache, was man redet. Das heißt, es ist poschet normal. Das ist die Sprache, was wir reden in der Heim. Beim Tisch sitzt man isst Wätschere, man redet Jiddisch. Das heißt, keiner hat mir keinmal nicht gesagt, gut, wir reden Jiddisch, weil wir wollen aufhitten etwas. Oder wir reden Jiddisch, weil es ist uns wichtig, ihr sollt keinen oben Kontakt mit der Seide Bobes oder mit der Mischpoche, was redet Jiddisch und nicht Hebräisch. Weil ich habe keinmal nicht genau verstanden, ist mir öfter gewesen schwerer zu... Ich habe nicht gekannt, dass viele sein Mama stolz mit dem, weil ich habe nicht gewusst, das ist etwas, was man kann sich freuen mit dem oder sein stolz mit dem, aber also ich bin aufgewachsen und habe verstanden, wie selten das ist und wie speziell, ob ich angehört erzählen euch die Menschen herum mir wegen der Minien aufeinander räufen. Und das hat sie gemacht, reagieren aufeinander räufen. Das heißt, es ist also Ihnen euch von die Dynamik, was schafft sich, hat euch zu tun mit wie ich allein bringe euch die Sachen, weil die Sache ist, dass euch die Kinder, was haben Lemoschel Häuser gemacht von mir in Grundschule, sie haben euch nicht gewusst. Was haben sie gewusst? Was ist Jiddisch? Sie haben nicht gewusst. Sie haben es dann gehört. Also gut, man redet ein bisschen moderne Klangen, was klingen einmal ein bisschen wie Hebräisch, aber nicht genau. Das heißt, sie haben Häuser gemacht, weil sie gewöhnt fremd für sie. Aber öfter, ob ich wollte schon damals verstanden, dass es speziell und interessant, wollte ich sie öfter gekannt weisen, was ist interessant dort. Und ich sehe es zum Beispiel bei meinem kleineren Bruder. Also, hat schon 3 Schwesterbrüder über ihm, was reden Jiddisch und sind stolz mit dem und fühlen sich normal bei dem, ist das gibt ihm auch ein Gefühl. Also, lemoschel, ich denke, also einmal hat gedacht, schreiben wegen sich, also meine kleine Heimarbeit oder ja, was man schreibt, von was man ist zufrieden bei sich allein. Er hat geschrieben, also ist guter in Mathematik, ist gut in Fußball, ist gut in noch etwas und redet euch Jiddisch. Das heißt, bei ihm ist es schon etwas als ein positiver Aspekt von seiner Persönlichkeit, was bringt da rein und redet wegen dem und ja, ich meine, das heißt, es ist etwas, was man entwickelt mit Jahren und hat gehabt das Masel zu sehen bei uns. Also es kann sein normal und es kann sein ein schöner Teil von dem Leben und das, ja, das hilft. Gut. Ja, es ist gut, dass er kann sich abspiegeln in euch. Ja, also er hat schon ein paar Musters in der eigenen Sprache, nicht nur die Mama. Also, einmal sind sie zu weit, ja. Gut, Ja. und speziell wenn er sagt, dass die Schwestern können reden, können sich stolzieren, ja, mit der Sprache, ja, und noch etwas, und du bist manchmal ein junger Mädel, und wie ist die Erfahrung mit Jiddisch mit deiner Chaveirim heim? Weil ich weiß nicht, du hast zu viel Chaveirim in Israel, was reden Jiddisch. Ich kann sich vorstellen, dass du hast nicht ganz Chaveirim, was reden Jiddisch, aber was meinen die Menschen in dein Dorf wegen Jiddisch und wie so, du meinst das heim, präsentierst du anders?
dein Jiddisch oder deine jiddische Dimension, ja, und was passiert mit den anderen Menschen? Was tust du mit Jiddisch in dein Dorf in Israel oder in andere Orte? Ja, das ist eine gute Frage. Ich meine, es ist interessant zu reden wegen dem Tag Davke in Scheiches mit Medinas Israel. Weil ich meine, in Deutschland ist ja da etwas, also ein Prozess, lמשל in die Vereinigten Staaten, es sind da natürliche Gruppen, das heißt, was ziehen sich, werden zugezogen zu Jiddisch auf einen natürlichen Läufen. Lמשל junge, linke Jiden, Aktivisten, was suchen eine alternative jiddische Identität, was hat nicht kein Scheiches, lמשל mit Zionism oder mit Medinas Israel und mit Hebräisch, für sie ist sehr klar, also Jiddisch kennt seine Richtung oder es ist da noch etwas, also nur die bundische Gedanken oder solche Sachen. Und ist lמשל in Ausland ist es mehr klar, also es sind da solche Gruppen, die kennen sich anhaben in dem und das sind auch Menschen, die sich treffen auf Sommerkursen und meine Chaverim und ich sehe das mit den eigenen Augen. Und in Israel ist es anders, weil alle reden schon in der jiddischen Sprache. Das heißt, alle Menschen Mameloschen ist eine jiddische Sprache, ja. Und alle leben ein jiddisch Leben. Das heißt, ist das der Gehen zum Punkt, in welchem du suchst etwas an alternative Identität, kommt in Israel auf eine Sache Eufanim und in Israel ist da also ein Stereotyp, noch als Jiddisch ist etwas von älteren Menschen oder von das ist euch gewöhnt, ich meine, man hat das euch getan bei Kiewen. Das heißt, die Menschen da, was haben gegeben dem Ton, sind die Medina Isuf gekommen, haben gearbeitet, über dem Jiddisch soll bleiben, etwas, also komisch, tragisch, süße Sprache und ja, etwas verwitzen oder jedes Jahr geht raus etwas ein Buch von 100 saftige Witzen auf Jiddisch oder 100 originelle Kloles auf Jiddisch, was gut, es ist auch interessant, ja, es ist voll klar, aber ich meine, also auch Menschen in Israel beziehen Jiddisch Tage bloß mit diesen Sachen und noch halt solch Stücklich, was sind geblieben von was es ist gewesen beim Aufkommen von der Medina. Ja, also Jiddisch symbolisiert etwas an Golesdigkeit und eine Schwachkeit und solche Stereotypen, was öfter existieren nicht in keinen anderen Ländern. Das heißt Vorurteile gegen Jiddisch, was kommen von dem Fakt, dass wir leben in einer jiddischer Medina und in einer hebräisch redenden Medina. Ist es schwer, aber von einem anderen Guckwinkel bemerke ich, dass die Vorurteile sind stärker populär bei ein bisschen älteren Menschen. Das heißt, das ist schon auch etwas, was es trachten, lמשל die 40-Jährige, die 50-Jährige und die 20-Jährige wie ich, haben einmal בכלל nicht keine Meinung. Das heißt, sie wissen gar nicht wegen Jiddisch, aber das ist auch gut, weil so können man sie auslernen von null. Ja? Ich kann sie sagen, was ist Jiddisch und ich kann sie entdecken, was ist interessant dort. Ich bin auch nicht in Kontakt mit alle Sorten 20-Jährige in Medinas Israel, aber meine Chaverin, was das sind gewöhnlich Menschen, die sind ja Studenten und verinteressiert in sich lernen und ein bisschen auch, andere Kulturen ist, ich will, es ist schon geworden bei mir als ein eingewurzelter Teil von meiner Identität, als Oibemetzer ist mein Chaver, wird automatisch hereingezogen in dem, weil ich rede wegen dem Keseder, ich verbinde Keseder spontan, lמשל Sachen, was wir lernen in hebräischer Literatur, sehe ich plötzlich etwas eine Verbindung zu etwas auf Jiddisch und ich erzähle, das heißt, oder ein Wort, wo sie da rein in Jiddisch auf Hebräisch, ist ich sage, und das ist, ich meine, das ist einfach der beste Reifnis zu tun, weil ich meine, damit, wenn man lernt sich Sachen, ist sehr gut, es sich zu lernen auf einem persönlichen Läufen. Das heißt, von einem Mensch, was hat er Ponem, was hat er in allgemein euch, ja, in Leben zu bekennen miteinander, ist gut, ob wir schmusen Tage miteinander und sehen ihm vor uns und treffen ihn nicht in etwas ein Buch oder in etwas ein Text, in einen Artikel von einer Universität. Ist sich vieles das reinbringen, die Sache in kleine Breckel dort, macht schon Menschen interessiert. Das heißt, ich gehe nicht zu Menschen gleich mit einem Manifest von gut, Chaverim, jetzt geht sich lernen Jiddisch, weil er nicht verfällt ihr alles. Nein, ich bringe es rein, ein paar Melech, da und dort, ein Stückele. Aber ich kann lמשל erzählen, dass in meiner Filmschule, sind Studenten in meinem Alter, ja, zwischen 20 und 30.
Und ich arbeite dort jetzt, wie gesagt, über etwas auf Film, was so zu tun mit Jiddisch und mit jiddischen Poeten und das und jenes. Und schon das schafft der Matze, was in die Lektions präsentiert jedes Mal jeder einer seinen Gedanken. Und alle dürfen herumreden, dem Gedanken von jetzt Film. Ja? Jetzt, wenn wir reden darum, mein Gedanke, dürfen die Menschen automatisch trachten wegen dem und sich fragen Fragen und wegen die Helden und was sind die Helden von dem Film verinteressiert in Jiddisch oder das heißt, in der Versaufen kommt es rein natürlich und die Menschen trachten wegen dem, wie sie kennen. Und ja, und ich probiere euch einmal organisiere ich euch Aktivitäten, das heißt, da in Jerusalem sind ein Fort, da ein paar junge Menschen in Jerusalem und in Tel Aviv. Wir haben doch in der Hebräischen Universität ist da ein Programm für jiddische Limudim, das heißt Jiddisch, nicht die Religion, nur die Sprache. Und auch in Tel Aviv Universität, also ja, es sind ja da noch ein paar Menschen, was studieren das und ich probe mal, wir sollen sich treffen und wir sollen einfach lernen etwas zusammen oder Stam Shmues Nafidisch. Lemoschle, es ist gewesen dem 12. August, ja, das ist die Date, wenn man der Mord die sowjetische jüdische Schreiber und Poeten. Und es ist da in Jerusalem ein kleiner Garten, was kiemat keiner kennt ihn nicht, was ist aufgenommen von die dosige Poeten. Sehr vernachlässigt, schmutzig, sie da ist rasch dort. Aber ich habe gedacht, es kann sein schön, zum zu organisieren dort ein Picknick dem Tag. Und jeder einer bringt etwas zu essen und wir lernen ein bisschen zusammen. Das heißt nicht etwas eine Gedenkzeremonie oder etwas sehr Tragisches oder Dramatisches. Nein, wir bringen jeder einer ein Stück Kuchen, ein bisschen Fruchtensalat und wir lernen ein bisschen und reden herum und ich habe euch gemacht, die Geschehen ist nicht exklusiv nur für Jiddischreder von daheim, ja, weil damals wollte ich gesessen allein mit meinem Bruder im Park und keiner wollte nicht gekommen. Ist mir um das ein bisschen mehr geöffnet und es haben sich gejagt, ich weiß nicht, Menschen, was studieren deutsche Linguistik, aber sie sind einfach interessiert in Herren die Unterschiede zwischen Deutsch und Jiddisch, allerlei Menschen. Oder Menschen von Ländern, was pflegen sein in Rattenverband, was haben sich interessiert von dem Guckwinkel von Seherkultur. Ist das auch Menschen, mit welchen wir können arbeiten. Man darf poschet sehen, wie so man trifft sie und man bringt sie alle auf einen Ort. Gut, hast du mal Spiel gewesen, auf Emerson, was hat angehoben, sich zu lernen Jiddisch oder noch nicht? Herrlich. Deine Emerson, Ja, es ja, ist das, das ist ein bisschen persönlich, aber was es passiert damit, ist, dass wenn ich eben romantische Beziehungen, wären die Menschen sehr enthusiastisch לגבי Jiddisch und sie stellen rein Duolingo von Jiddisch auf ihr Telefon und sie haben sich lernen und sie ist so in Schwung und dann, wenn die Beziehung verändert sich, wird nellender Interesse in Jiddisch beim Melech, ist das es ist ein bisschen ein schwere Thema, aber gut. Ja, sonst noch viele neu von die Liebe für Jiddisch soll bleiben. Ja, gut, das ist ja, das ist. gut, etwas, was muss ich lernen. Gut, und ich weiß, also, früher hast du gehabt, speziell zu schreiben. Ja, ich denke, also, hast da viele bekommen, a Preis, ja, a Prämie in Israel mit deiner Erzählung und was ist sehr schön und ich habe eine neue gehabt von der Erzählung. Sie haben viele benutzt auf eine Lektion, auf ein paar Lektionen. Und später hast du sie, ich meine, also jetzt bist du mehr verinteressiert in Kino oder bist du noch verinteressiert in beide Gebieten oder willst du weiterschreiben? Was meinst du von dem? Gut, erstens, zu machen Kino darf man euch schreiben sehr Sache. Das seht ihr schon nicht äußer so, aber alles darf man früher schreiben und noch demalt wird es erfahren. Also ja, es ist alles, was ich tue, jetzt ist euch schreiben Szenarien, Lemoschel. Das heißt, ich fühle, also ich bin gegangen zu etwas, ein Punkt zwischen die Sachen, was vereinigt, ja, sei das Schreiben etwas, was ist mehr Prose und sei das Schaffen etwas, was ist mehr audiovisuell. Ähm,
Ich habe pöschet gefühlt, das heißt, ich pflege sehr lieb, oben zu schreiben und ich habe es noch als lieb, aber ich habe euch ein bisschen gefühlt, dass ich will proben arbeiten in einem Medium, wo es kann sein, mehr zuträglich אפשר für einen breiteren Oilem. Das heißt, ich meine, als etwas in Kino und בכלל in einem Video kann auf etwas reinziehen, mehr wieder einmal. Das ist wieder der Ingen von, wenn man mir ziehen rein und wenn man mir verinteressieren. Also ja, also ein Text auf Jiddisch, ein literarischer Text auf Jiddisch, ist etwas, was zum Bedeuren, ja, kennen heutzutage an Ohren von ihm sehr wenig Menschen, Sechakl. Und etwas, was hat noch Aspekten, das heißt, sei die jiddische Sprache, sei Wörter auf Jiddisch, sei ein Dialog, was ich tracht wegen ihm und ich schreibe und ein Siper am Meise, aber euch dem visuellen Format ich habe getracht, dass öfter ist das an Eufen zu der Gehen zu mehr Menschen und euch zu tun etwas, was ist ein bisschen neu, weil es ist ja da ein bisschen Kino auf Jiddisch in der Geschichte, ja, aber also die besten Filme auf Jiddisch sind gemacht geworden mit knapp 100 Jahren zurück, kann man sagen. Und ich finde, es ist bei mir so ein Traum, was man kann manchmal beneiden in ihm, weil das ist etwas, was man knapp im Ganzen nicht getan. Und wenn man tut, ja, ist es gewöhnlich, nur oftmals zum Bedeuren legt man nicht so viel, also einen starken Druck auf der Qualität von der Sprache. Das heißt, ich kenne da in Israel solche Sachen, also man macht einmal Series wegen frommen Menschen, was reden klar Jiddisch und man gibt sehr ein bisschen Dialog, aber nicht schon mit, sagt man, es soll sein, wenn es akkurat und richtig ist. Ich meine, das Schaffen Kino auf Jiddisch hat euch etwas zusammen Element. Es hat אפשר ein bisschen euch mehr der erzieherischen Element, weil es ist Material, was man kann אפשר besser nutzen in Klassen. Das heißt, wie ein Jiddischlehrer trachte ich euch, danke, was wollt ihr interessant zu bringen, meine Talmidim in Klasse. Und ich fühle ständig, als Texten sind schon da. Das heißt, die jiddische Literatur, Gott zu danken, hat bewiesen, sich zu entwickeln zu sehr reichen Punkt. Ja, und wir haben sehr Sachen, was zu schreiben. Aber das ist gut, man soll weiterschreiben und es sollen sein mehr moderne Texte. Aber als man kommt zu der Frage, was für visuelle Materialien kann ich bringen in dem 21. Jahrhundert, wie du aus der Mond in Klasse, trachte ich, also es kann sein schön zu haben Klang und zu haben Video und zu haben Videokunst, da viele nicht genau ja Film, aber es sind Sachen, was rühren sich und können verhaben, da ja moderne Mäule. Ist ja, das ist ein bisschen lang gerannt für eine kurze Frage, aber nur ich hoffe, ich können tun beide Sachen in der Zukunft. Jetzt bin ich ein bisschen mehr fokussiert auf Kino, aber ja. Ja, es ist sehr schön, was du sagst. Also ich werde dein Werk zuträglicher für einen breiteren Eulen. Ja, und das ist das. Schon wie viele Jahre studierst du Kino in Jerusalem? 2 Jahre oder 3 Jahre? Ja, ich endig bald mein zweites Jahr, was das ist eine Hälfte von die Limuden. Und hast schon angefangen zu filmieren auf Jiddisch? Ja, das heißt, der Film darf geschehen, der Film, was ich arbeite drin, darf geschehen in Mai. Das heißt, Mamesh Bekore, wir werden filmieren in Mai und nur nach dem schneit man, ja, man schafft die Montage, das nimmt sehr lang euch. Aber ich kann dir erzählen, also das ist nicht Poshet, weil Lemoschel, ich will schaffen junge Kunst auf Jiddisch mit jungen Menschen, was reden Jiddisch auf dem Ekran und was reden gut Jiddisch und was reden wegen interessanten Themen. Theoretisch klingt das sehr gut. Das heißt, ich wollte geschrieben eine Erzählung, wollte nicht gewinnen, kein Problem. Aber es ist ein Film und in einem Film darf man Akteuren. Und es ist sehr, sehr schwer zu finden, junge jiddisch-redende Akteuren in Medinas Israel. Ich meine das בכלל in allgemein, ja. Aber in Israel, למשל Mädels sind פשוט nicht da. Das heißt, ich habe damals gesucht, ein 20-jährige Mädel, was kann reden Jiddisch und ist eine Aktrice und sie ist nicht da. Ich sitze da, weil wir dürfen beschließen, sie wir wollen ein Mädel, was redet Jiddisch oder eine Aktrice, was wird gedenken dem Text. Es sind da Sachen, solche kleine Unionen, aber mir zu schämen Ja. in Mai wird geschehen die größte Sache. Gut, ja, ich denke auch, vielleicht du hast da Blut, was ist
gefahren in die Vereinigten Staaten auf einen Film, ja, auf Menasche, weil mir hat gedacht, ein kleines Kind, was soll reden auf Jiddisch? Und ich meine, also dein Bruder ist nicht gewesen, kein Akteur. Emes. Kurz Gut. nachdem hat man Heint ist ja. geschrieben, ja. Nein, also Heint ist sehr mehr nicht kein kleines Kind, euch. Also ich meine, der Erwachsene, mit Wort, ich meine. Ja, das ist es. Ja, ist das weiß Tage dem Matze von der Sache. Das heißt, man hat Tage gesucht, dort fahren viele Menasche, ja, hat man gesucht, ein Kind, wo soll sein gerät zu spielen in einem Film, wo es redet ist und es nicht gewinnt. Das ist Tage, das ist ein Teil von der Problem. Das heißt, nu, für uns ist es nicht kein Problem, weil uns verschafft es so viele interessante Möglichkeiten. Das heißt, was wir wollten anders nicht bekommen. Ja, wir wollten nicht gegangen zu keinem Film und der Moinien von dem Jiddisch. Aber, ja, aber wenn man ist auf der Ja, Seite von dem Regisseur, ist es nicht so angenehm. und ist das ein Kurzfilm, sehr langer Film? Das wird sein ein kurzer Film. Das heißt, das ist noch ein Studentenfilm in der Rahmen von der Schule. Gewöhnlich sind die Filme in der Länge von einer Viertelstunde oder etwas so. Ja, und ob es bekommt sich gut, kann es der gehen weit und ob nicht, wird es begraben in dem Archiv von unserer Schule. Gut, aber es wird sein ein Eulen, was will sein Filmen auf Jiddisch, Ja. was wird auch liebt, dem Film. Nicht geguckt auf der Qualität, was wird sein sicher sehr gut, aber ich darf Filmen auf Jiddisch. Und in die letzten Jahren, ich meine, das ist schon ein Jahr, hast du angefangen zu arbeiten beim Vorwärts, ja, und filmieren, äh, machen also solche Videoreportagen in Vorwärts, ja, und nun, willst du uns erzählen, wie hat das sich angehäuben, ja, das ist gewesen ein Interesse von dir, sie ein Interesse von sie, in Anhieb, und wie fühlst du dich mit dem, was hast du schon filmiert oder rapportiert, ja, wie ist die Erfahrung? Mhm. Der Initiativ ist fortgekommen von dem Vorwärts, das heißt nicht von mir, im Ganzen nicht. Ich hab im Ganzen nicht gedacht, dass ich bin Mesugel zu tun, als er sagt, das heißt, ich neues, ich weiß nicht. Ja, aber was ist so passiert ist in der meisten gewesen, als ich hab in dem letzten Sommer habe ich gelernt, die erste Madrege auf der Sommerprogramm in Warschau. Was geschieht jedes Jahr, in Sof Juni und im Juli. Und ich habe gelernt dort mit noch einer Lehrerin, was heißt Caro, was ist auch meine Chaverte, sie ist von Polen. Sie hat sich gelernt Jiddisch, sie ist nicht ihr Mameloschen, aber wir haben gelernt eine Klasse zusammen und das ist gewesen interessant, weil wir sind beide nach etwas um 20 und es ist gewesen sehr also, junge Stimmung und das alles ist mit angeschrieben wegen dem ein Artikel fahren vorwärts, ja, weil der Vorwärts hat lieber solche Sorten Neues und mir hat geschrieben wegen dem ist mir hat gebeten von uns ein paar Wörter wegen wie es ist gewesen für uns die Überlebung und was wir haben geprüft haben anders wie junge Lehrer im Vergleich mit anderen mehr erfahrenen Lehrer was sind öfter ein bisschen älter ist gut ich habe ein bisschen erzählt und ja, hat mich ein bisschen zitiert in dem Artikel sehr fein. Und nachdem hat man mir Post geschrieben von dem Vorwärts, also Dank für der Hilfe mit jenem Artikel und also ich wollte gewinnen interessiert, haben sie gedacht, dass es wohl gekannt sein interessant zu haben, also mein Israel-Korrespondent, was macht die Sache noch in einem Format von Video, כדי soll sein etwas Neues, weil ich bin ein junger Mensch, ist mit die neue digitale Methoden. Und ich meine, ich meine, sie haben bislang nicht gewusst, dass ich studiere Kino oder das heißt, sie haben gemeint, etwas ganz Posches, ja, also wie viele gehen mit dem Telefon und sich filmieren in kollerlei älter. Aber ich dachte wegen dem wie eine Möglichkeit, das heißt, sich lernen wir alle die Neues auf andere Sprachen. Ja, keiner, der wisst sich nicht, wegen was es passiert auf der Welt von der jüdischen Zeit zum Beneuern, aber das ist der Matze.
Ich habe es gesehen wie eine Möglichkeit, sich zu entwickeln, påstått in einem Traum, was interessiert mich. Das heißt, ob ich mache es in Videoformat, soll ich jedes Mal proben, verbessern die Qualität und verbessern dem Öfen, wie ich filmiere und dem Klang und allerlei Aspekten und was ich filmiere. Weil die Sache ist, dass ich habe dort eine totale Freiheit. Ich bringe die Themen, ich gehe finden die Menschen. Und das ist auch eine Schwierigkeit, weil alles muss sein auf Jiddisch, von meinem Guckwinkel. Und ich meine so von dem Vorwärts, das heißt, da war da etwas, schmuggeln sich herein ein paar Wörter auf eine andere Sprache, ist nicht gewählt, aber der Gedanke ist, es soll sein 100% auf Jiddisch. Theoretisch ist es sehr schön, ja, aber demnach praktisch, also man will erzählen wegen etwas und man will interviewieren, jetzt in der Moschel begrenzt das sehr stark die Zahl Menschen, was man kann interviewieren, weil, ja. Und ist bei Moneybot, das ich angegeben, von dem man sich Obdake gemacht, ein paar Kurse Filmelech, in welche bloß ich rede. Das heißt, ich kann übergeben etwas auf viele, was ich habe gehört von Nemetzen, was ich habe gefragt oder was ich habe interviewt, aber bloß ich habe geredet. Es ist gewesen der erste Video, es ist gewesen wegen in Sommer sind gewesen eine sehr große Demonstration in Israel gegen die Regierung. Ich bin påstått gegangen dahin mit der Chave, hat mich filmiert, ich habe geredet wegen dem ein bisschen auf Jiddisch. Und das ist geworden, in Terminen von Jiddischwelt, ist es geworden ganz viral. Das heißt, es hat ganz sehr Sachen gucken und liken und das. Haben wir gesagt, na, sehr gut, ich und der Vorwärts und wir haben beschlossen, Mamschig zu sein. Und nachdem ist gewesen noch ein Themen. Das heißt, ich habe auch nicht gewollt bleiben bloß mit Politik, weil ich meine, von dem Guckwinkel von Politik habe ich sehr klare Meinungen und öfter ist es nicht ständig interessant für alle Menschen. Das heißt, auch in jedem Video bringe ich nur meine politische Perspektive. Ist es öfter nicht so interessant für Menschen, die trachten anders politisch. Ich habe geprüft, was noch für Themen können sein, ja, was sind ja aktuell, aber nicht nur Demonstrationen und gegen die Regierung und das halt. Und ich habe gemacht, einen Film wegen dem Jiddisch-Marathon in Polen, was ist gewesen im Sommer. Es ist gewesen als eine Woche, was wir haben alle sich getroffen und geredet nur auf Jiddisch bemäßig eine Woche und gehabt allerlei Aktivitäten. Ist dort nicht gewesen schön, weil ich habe gekannt, ein bisschen interviewieren Menschen, was reden auf Jiddisch, was das ist eine Seltenheit. Und ja, und nachdem noch ein paar Videos habe ich angehört, suchen, wie also ich kann, sei erzählen etwas, was ist aktuell und sei gefunden, Menschen zu interviewieren. Einmal ist es gewesen, nicht zu lieb die freilichsten Umstände, aber mit der ganzen Meise mit die Verhafte, was sind in Asa Gefangene bei Hamas, habe ich gesehen zufällig auf Facebook einen Post von einem Argentinier Israeli, wo seine Sinn sind zum Bedeuren verhaftet geworden in Asa und bei mir ist eine scheuderliche Meise, aber ich habe gesehen, dass er hat geschrieben auf Facebook auf Jiddisch wegen dem. Zwischen anderen hat geschrieben auf Spanisch, auf Hebräisch, ja, aber einmal auf Jiddisch. Und demnach habe ich es gesehen und ich habe gedacht, gleich, das ist etwas, das ist Neues, Bemes, und das ist auf Jiddisch, ist lo mir gehen gefunden der Moment. Und ich habe das getan und ich habe ihn interviewt. Man darf Bemes Geseder sein mit die Augen offen, weil es nicht auch in Sachmöglichkeiten zu finden, etwas, was ist Tage aktuell und kann Tage durchgeführt werden auf Jiddisch. Aber als man findet, ja, ist es beim es wert, Leute, meine Meinung, weil das gibt, sein meiste persönlich ist mir auch gewöhnt wichtig zu erzählen, weil es ist beim es ein Schreck, als Menschen vergessen schon, wegen dem, als Menschen sitzen noch als dort und warten, man soll sehr rausraten werden. Aber in allgemein, ob ich verstanden, wenn ich das getan habe, das ist der Ideal. Das ist, was ich suche bei mir. Es ist nicht nur ein Video, in welchem ich rede allein und erzähle wegen etwas, noch ein Neues zu integrieren noch und zu hören noch eine Stimme und zu bringen Überzeugungen. Und nachdem, der letzte Video, was ich habe gemacht, ist gewesen auf einer Konferenz von linke Frume Israeli in Jerusalem.
Und auch dort, ich habe nicht gewusst, sie es wollen sein Jiddisch-Reders, aber ich habe gefragt, die ganze Welt, bis ich habe gefunden, ein Mensch, was redet Jiddisch, was hat gesagt, dass er wird sein dort, habe ich ihn gehabt, interviewt. Und damals, wenn ich habe ihn dort interviewt, hat mich plötzlich gehört, anders. Und er hat gesagt, ah, du bist die von den Videos von dem Vorwärts, ich erkenne dein Ponem. Und ich habe gesagt, ah, wie schön, nu willst du dich so interviewen. Aber Bisschen ich habe euch weltbekannt. interviewt. Ja, und so habe ich gefunden. Und zum Schluss habe ich gefunden, ich habe schon beschlossen, also ich habe nicht was zu verlieren. Habe ich sich weggestellt und habe angehoben, fragen Menschen dort, Herr, ihr kennt da jemanden, was redet Jiddisch öfter? Und zum Schluss hat mir gebracht, etwas eine junge Yeshiva-Bocherin, meine Eltern, Mama ist eine sympathische. Wir haben sich gehabt, er ist gewesen ein bisschen schockiert, von dem er sich kein Jiddisch, aber es ist gewesen bei ihm es rierendig, weil ich bin gestanden dort mit ihm und wir haben Poschet geredet auf Jiddisch und wir wollten gekannt reden Hebräisch. Aber ich habe geschafft, eine ganze Situation, in welcher wir haben gehabt, als Siebe zu reden, auf Jiddisch zwischen sich. Zu einem Interview für eine jiddische Zeitung und weil ich habe angehört, sich zu bekennen mit ihm von dem Kontext, von ich suche jetzt was redet Jiddisch, ist, dass sie gewesen, Mama schrierendig, als ein Moment und dass sie gewesen im Ganzen zufällig und ich meine, dass ich arbeite, glaube ich, in der Rahmen von einer Zeitung, wo so ein Nomen hilft, weil das ist etwas, was ich wollte sich öfter nicht gefühlt sicher zu gehen, Ton allein, ja, mit dem Mikrofon gehen suchen Menschen, aber das ist eine Arbeit und also ich nehme sie ernst und also ich habe Arbeitsgeber, was nach Reistig über mir und ja, das gibt mir Motivation, da zu suchen, die Menschen und sehr viele zu gewinnen von Mal zu Mal. Und es schaffen sich dort beim rierendige Momenten, euch mit Yitzchok Horn, der Tate von die zwei verhabte Brüder, ist gewinnt zum Sof beim rierendig, ich meine, für uns beiden. Weil er hat nicht gemeint, dass er wird kennen erzählen, wegen dem er so ja Jiddisch verdient ist und ich hab nicht gewusst, ich hab mir gedacht, dass er wird sein Jiddisch nicht sein gut. Das heißt, ich habe nicht gekannt den Menschen, aber damals, als wir haben sich getroffen, ist es gewesen, wir haben es so natürlich zu schmeißen, zusammen auf Jiddisch und zu tun etwas zusammen auf Jiddisch. Das heißt, das verschafft bei uns Momenten mehr wie die Arbeit allein und das Resultat, was bekommt sich, das heißt, mehr wie der Video, was wir sehen zum Beispiel auf YouTube, ist der ganze Prozess manchmal vermisst. Es ist auch schwer, ja, mal ist es manchmal frustrierend, weil ich will gehen reportieren, etwas geschehen ist, aber ich weiß, dass keiner dort redet nicht kein Jiddisch. Aber man arbeitet weiter. Jetzt ist mein kommender Gedanke, ich weiß nicht, sie arbeiten sie nicht, aber es ist raus in Israel etwas ein neuer Film von einem Regisseur, was er ist gewesen einmal ein sehr frommer, ein Charedi. Und jetzt schon nicht. Und er hat gemacht einen Film wegen dem. Und es ist nicht so kein Sach Jiddisch, aber es ist ja dort eine Sache, ein Schmuss mit sich allein wegen Jiddischkeit und was es ist zu sein Aid und Aid in Medinas Israel, ein zu Tag. Und es ist auch kritisch, bei dem Matze. Und ich meine, er redet Jiddisch. Ich bin nicht sicher. Ich will ihm schreiben und euch redet Jiddisch. Will ich ihm hab neu und interviewieren wegen Kino ein zu Tag und lass mir hoffen, dass er redet Jiddisch, weil nicht verfehlen mir eine interessante Sache. Ja, ja, es ist schickawe bei mir, לכל הפרחס, was du sagst, als bei dir, bei euch im Land, musst du noch entdecken, wo es seien die Menschen, was reden Jiddisch. Ja, es ist nicht doch kein Netz, nicht doch kein, oder ich weiß, als Franz Vives, was reden Jiddisch, ja, von reden die Menschen, ja, aber wir kennen gefunden, noch, es ist doch ein Mensch, was redet Jiddisch da. Ja, der Lommel sind sie redet Jiddisch, ja, Ja. und ich meine, als du, nefscher, dein Tat und deine Mama sind ein bisschen wie bekannte Perimer von Jiddisch in Israel, ja, auf der jiddischer Gas, ja, versteht sich. Gut, wir haben ein paar Haveirim da und ich weiß nicht, sie hat Fragen, Etlen, Jahres, Meinungen. Gut, ein Gruß schickt dir Malena Chinsky. Ja, was du Danke, kennst. danke. Gut. Sie hat ein Gruß von dir. Und noch einmal sagt Grüßen verrät. Ob nicht keine Grüßen Frage sind ist. besser wie Frage ist, Chag. Weiß nicht.
Gut. Oh, in Israel, ja? Gut. Silvia fragt, wie ist der Matze, wie ist die Lage von Jiddischisten in Israel, ja, von jüdischer Limud, von der jüdischen Organisation in Israel, das, was du kennst, ja? Was kannst du uns erzählen? Ich meine, sie machen gut. Das heißt, ich meine, in Israel ist jetzt der Poschet nicht gering von keinem. Das heißt, von keinem Schumguckwinkel, jiddisch zynisch. Das heißt, man lebt da in einer Realität von schrecklichen Sachen, was man tut uns, von schrecklichen Sachen, was wir tun andere. Das heißt, es ist manchmal, von was für einem Guckwinkel man soll nicht gucken, nach dem ist unangenehm. Aber ich meine, es heißt, die Sache ist, dass es sind da ein paar Wörter, ja, es sind nicht da so viele Wörter, aber die Wörter, was ich sehe, funktionieren manchmal in Ordnung. Lemaschel, es ist da, gut, es ist da Beis Sholem Aleichem in Tel Aviv, ja, was dort sind da Jiddisch-Klassen und Kursen, Referaten. Ich verstehe, ich bin nicht verbunden mit sie direkt, aber ich weiß, dass es tut sich dort eine Sache, also jedes Jahr verschreiben sich weiter Menschen. Euch, meine Eltern, sie haben etwas, was ist mehr virtuell, ja, es ist nicht kein physischer Center, aber euch, als auch Menschen von Israel kommen auf ihre Lektionen, es ist durch solche Schmues-Lektionen, so viele für Menschen, die es kennen schon Jiddisch und wie Schmuesen, ist das als geschieht weiter, Punkt, genau wie früher, sie ist euch da in der zentralen Autobusstation in Tel Aviv, was ich weiß nicht, wer von euch ist dort gewesen, aber es ist ein bisschen ein moderner Ort. Aber sie dort sehr exotische und esoterische Sachen, aber eine von die exotischen und esoterischen Sachen ist Jung-Jiddisch, was das ist ein Center, Bibliothek, sie rufen sich ein lebendiger Museum für jiddische Kultur. Und dort ist interessant, weil was es passiert dort ist in der Messen, als, weil das Ort befindet sich in einem modernen Kontext, geografisch, kommen rein in allerlei Menschen, was oben nicht zu tun mit Jiddisch von daheim oder von früher. Das heißt, Menschen blonden rein hin und verlieben sich in dem Ort. Oder als auch junge Menschen, was ich kenne, haben angeheben, arbeiten dort freiwillig, weil es so sie ausgesehen interessant, ein bisschen romantisch, ja, der Gedanke von etwas, ein paar Menschen, was halten auf als eine riesige jüdische Bibliothek inmitten einer Autobusstation in Tel Aviv. Und es kommen eine Sache junge Menschen und sie organisieren auch sehr Sachen. Jeden Sonntag ist da, man kennt dort ein Konzerten von Klezmermusik. Jetzt ist ein neues Album von, darf ich mehr Rockmusik, meine ich, von Übersetzungen von jüdischen Liedern. Das heißt, der Album ist auf Hebräisch, aber all die Sachen, die sind übergesetzt geworden von Jiddisch, das ist neue Sachen, was geschehen mit Jiddisch. Und Keseder, der Remes ist, dass Jiddisch ist da, Keseder in jedem Ort. Es ist da etwas eine neue Televisionserie, was redet wegen der Meise von Eliezer ben Yehuda, ja, der was hat beneit die hebräische Sprache. Und dort ist auch das auch Jiddisch. Das ist komisch, weil das ist ein Ort, wo man wollte nicht erwarten zu hören, so viel Jiddisch, ja, aber man hat dort einen Tag gebracht, euch historische Figuren, was sollen reden auf Jiddisch. Das heißt, es ist Keseder da, man tut Keseder etwas und Sachen passieren. Das heißt, nicht geguckt auf die jetzigen Umstände, das heißt, da war es schwer zu trachten, für was zu tun, Sachen, und dann nicht Jiddisch Itzter, wenn das so ist wie die letzte Sache, was ist Scheich oder was ist relevant. Aber ich fühle, als mir geht es ja als Koyer, weil es sind nicht so viele Sphären sind, welche ich kann mal spielen sein direkt. Und mit Jiddisch kenne ich ja dann Sachen, was sind bei mir Sachen, was nicht nur ich, aber nicht so viele Menschen kennen dann, lass mich sagen. Das ist auch etwas, was gibt Hoffnung in der Zukunft. Ja, und ich war an Studies in der Universität. Aber ich Ja, weiß nicht, ja, das erwarte, ja, das ist schon jahrelang und no, es ist auch mit der kleinen Zahl Talmidim, ja, die Massen strömen nicht zu die Jiddisch-Kreisen in der Universität, aber ich weiß ja, als zum Beispiel
אפשר mit היו"ר zurück oder etwas so, זאת man gekrogen sehr sach Budget für לימודים was sonst dann mit Theater in Tel Aviv Universität mit Jiddisch und Theater und ist durch dort hat man verbreitert die Programm oder reingenommen eine größere Zahl Menschen. Das heißt, es hat sich auch entwickelt zu einer positiveren Richtung wie früher. Ich sage, ja, man ist manchmal. Gut. Ja. Nu, noch etwas. Heute sagt man das ist ein Vergnügen zu hören. Das zu hören. Gut. Und etwas nicht. Das ist genug. Das wird ein bisschen schön. Und herzlichen Dank, Ethel. Es ist ein Mann, ein Vergnügen. Heute, du kannst nicht sehen, aber sagt Menschen da was. Und später auch auf YouTube. Ja, gut. Und es ist bequem für dich, euch. Ja. Gut, freut mich, euch bei uns. Und gut, und eine gute Nacht. Schlaf Gesundheit. Jetzt war, bei uns ist noch frei. Gut, herzlichen Dank, Emes. Es ist ein Kommen von uns zum solchen Größten Dank euch. Seid gesund, alle. Sei